Oh mein Gott, ist wieder komisch, das zu machen. Sag dir ehrlich, irgendwie lange nicht mehr gemacht. Das ist schon krass. Läuft's wirklich? Nimmst du auf? Yes, sir. Okay, gut. Also komm, rein da. Peace miteinander. Long time no see. Hier ist wieder der Rico. Neben mir, wie immer, der Man, der Myth, der Legend. Der verchatlagte Niklas. Also hör mir auf. Das ist unglaublich. Ich könnte jetzt schon wieder pennen. Es ist 7:30, 8:30. Das ist fatal. Hey. Aber hat sich gelohnt. Ja, ist cool gewesen. Hat Hallo sich gelohnt. zusammen. Hallo. Ich Kommen lebe wir noch. dazu später. Ja, Rico. Wie geht's dir? Mir geht's super. Schon. Mir geht's super. So. Ja, dann. Ja. Also ich bin voll versteift. Was ist los? Das ist wieder komisch. Das ist so krass. Es ist wirklich wieder komisch, vor der Kamera zu sitzen und das Ganze aufzunehmen. Aber egal. Voll. Ich hoffe, ihr habt eure beiden Lieblings-Jepper vermisst. Jeppe. Ach du Kacke, ja. Nein, Spaß. Also, wir sind back, Schweizerdeutsch. Nach mehr als 3 Monaten Sommerpause. Ja. Wir haben gesagt, es wird so Ende August. Ja. Jetzt haben wir bald Ende Oktober. Ja. Aber hey, wir leben noch. Hey. Weißt du, was ich letztes Mal gesehen? Was? Wir haben dieses einjährige Jubiläum verpasst. Wir haben einfach gar nichts gemacht. Wir haben nicht mal einen Pause gemacht. Oder so. Quality Podcast, würde ich sagen. Top. Ja, du. Egal. Ja. Jetzt sind wir da. Egal. Mit grossen Änderungen. Ja, wirklich. Wenn wir gehen mit dem starten, oder? Ja, starten wir mal mit dem rum. Also, Der Podcast. der Podcast Schweizerdeutsch. Also, folgendes. Es können wieder regelmäßig folgen. Wir ziehen es wieder durch. Mit einem kleinen Twist aber. Wir haben uns jetzt überlegt, weil zum Teil ist es für uns am schwierig gewesen, Themen innerhalb von einer Woche so kurzfristig zu planen. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ja, auch Themen zu finden. Ja, einfach so den Podcast zu planen im Allgemeinen mit spannenden Themen und so. Vor allem, ich meine, was juckt dich das immer so? Ja, was ging die Woche? Ja, Rico, ich bin am Arbeiten gewesen. Niklas, ja, ich bin mal wieder von dem Trip zu Hause gekommen, aber ist nicht so besonders gewesen. Ja, ich bin von dort nach dort gefahren mit dem Auto, wieder Tausende von Kilometern gemacht. Ich weiß nicht, ob dich das wirklich so juckt. Darum haben wir gesagt, wir wollen da ein bisschen kalmer machen. Und Qualität über Quantität. Sorry. Richtig. Genau. Darum ist der Plan, Podcast-Folgen kommen jetzt alle 2 Wochen. Zwischendrin haben wir aber etwas geplant. Also ihr habt gleich laufend Content so, aber ich glaube, das verraten wir noch nicht, oder? Willst du droppen? Nein, das sagen wir noch nicht. Okay, es kommt gut. schon Content, aber nicht in Podcast-Form wie jetzt hier so. Also vor der Kamera und auch für die Zuhörer, sondern quasi so ein bisschen Content schon ein bisschen so auf die Social-Media-Plattformen wie Insta, TikTok. Genau. Haben wir noch mehr? YouTube. YouTube Shorts. Ja, genau. Oder YouTube, je nachdem. Oder YouTube, ja. Schauen. Genau, aber stay tuned, das kommt alles in dem Fall nächste Woche schon. Genau, ihr hört den Podcast jetzt am Sonntag. Ich habe gesagt, Sonntag machen wir weiter, so, oder? Das haben wir noch gar nicht geplant. Ja, voll. Aber Sonntag ich denke, 6 ist am einfachsten. Sonntag 6 bleibt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, nein, es ist scheißegal, was für den. Also wirklich, es muss für uns passen. So, wir machen es freiwillig. Sonntag. Ich hoffe, ihr könnt es einfach geniessen. Ja. Sonntagabend und so halt in eine Woche Zeit, bis die nächste Woche kommt. Nein, 2 Wochen jetzt. Aber 2 Wochen. Alter, ich kann gar nicht mehr reden. Voll. Also, keine Ahnung. Ja, was ist so passiert, Rico, in den letzten paar Monaten? Hey, viel. Ich habe heute nachgeschaut, die letzte Folge haben wir am 6. Juli aufgeladen. Okay. Jetzt haben wir den 15. Oktober, wo wir es aufnehmen. Ja, ein bisschen mehr als 3 Monate. Naja. Aber es ist viel passiert, tatsächlich. Wenn wir eigentlich unser cooles Sommer-Profilbild nehmen. Boah, eigentlich müssen wir das jetzt schon wieder ändern. Mann. Eigentlich schon, aber ich finde es cool. Ich hätte Es schon ist schon cool. Wir können es schon nehmen. Also ich wäre dafür, dass wir es nehmen können. Also, Wie du willst. Wir können ja nach der Folge mal genau Jawohl. oder für nächste Woche. oder wir könnten eine Umfrage machen. Boah, ja. Machen wir eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage. Wenn ihr das alte, coole Profilbild... Oder sonst gibt es ein neues. Ja. Genau, wegen Season 2 ein bisschen ein Switch. Genau. Was heisst, also wir haben das Profilbild gemacht, was heisst das, wo sind wir gewesen? Wir sind aktiv gewesen. Richtig. Wir sind im Sommer, im Juli. Juli ist es, August ist es nicht mehr gewesen, gell? Juli. Ach du Kacke. Nein, es war Juli gewesen. Sicher? Was Ende ist? Juli. Am 1. August sind wir da gewesen. In der Schweiz wieder. Schon? Ja. Okay, ja. Also, im Juli sind wir mit, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht mehr, Joris, Tim, Liv, Linda,
Niklas, ich, oder? Ja. Das sind alle gewesen. Okay, Voll. gut. In dieser Gruppe sind wir auf Kroatien. Auf Novalja. Auf Novalja. Aha. Genau. Ist mega cool gewesen. Wir hatten dort ein toughes Airbnb gehabt. Tough beschreibt es, glaube ich. Tough beschreibt sehr gut. Nein, es ist zu wenig. Ja, sehr tough. Ja, sehr tough. Sehr tough. Ja. Ich weiss nicht, willst du Bilder einblenden? Geht das im Schnitt? Ja, geht schon, aber für die Audio-Podcasts zuhören ist ein bisschen blöd. Ja. Ich würde euch so vorstellen, wir kommen dort rein. Der Ivan hat er geheißen. Ivan! Der Ivan hat er geheißen, ist ein Airbnb-Fachmann oder Mensch. Er so, ja, ihr seid die Vierten, die hier eingezogen sind bis jetzt. Ja. Also ihr könnt euch relativ Crazy. denken, es ist so eine ganz neue Villa gewesen. Also wirklich ganz Neubau. Mit Pool, Garten, ja, fette Grill. Die Gartenbeleuchtung, die kaputt war. Ja, das war ein bisschen schade gewesen, aber egal, wir haben das Beste draus gemacht. 4 Schlafzimmer. Jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Bad gehabt mit Dusche. Klimaanlage zu Turbo 16 ist Turbo dort 16. das Meme Turbo 16 ist entstanden dort unten. Fette Küche, wir haben 5 Badzimmer haben wir insgesamt gehabt, mit Dusche jeweils. Also das eine Voll. Badzimmer war noch unten dran gewesen, im Wohnzimmer. Wohnzimmer mit 4K-Fernsehen, mit fetter Couch und alles. Also wirklich, es ist, sagen wir Vom so, Design her ist es voll Modern. gehalten gewesen. Auch, Aber auch die Lichter. Du bist die Stegen hochgelaufen und jedes Licht ist einzeln angegangen. So Sachen halt, oder? Was war noch gewesen? Du hast nicht gewusst, welcher Lichtschalter für was ist. Ja, wirklich. Du hast so Struggle gehabt, jeden Tag. Wir haben es nicht mal am Abreisetag gecheckt, welches Licht jetzt für was angeht. Oh mein Gott, du hast etwas vergessen mit dem Wasserfall gehabt. Ach, hör mir auf. Thema Profilbild. Thema Profilbild. Ja, wir haben das Profilbild dort unten, weil wir so denken, okay, coole Villa, es ist Sommer. Komm, wir machen das cooles Profilbild. Wegen Sommerseason haben wir da noch gedacht. Und dann, Nichts daraus geworden. ja, dann haben wir so einen Wasserfall gehabt, wo halt vom Haus direkt in den Pool geht. Und ich habe so gedacht, okay, also wir haben ab und zu haben wir uns gegenseitig prank, wenn wir so halt, ich bin meistens im Pool gewesen, in dem Reifen, Ja. oder? So voll am Chillen gewesen, mit Sonnenbrille und am Schlafen und so. Plötzlich kommt so ein Joris, drückt den Knopf, alles nass. Ich so, und vor allem, es war immer kalt gewesen. Ja. Es war immer arschkalt gewesen aus dem Ding. Und ja, vor allem der Pool ist halt leider immer so halbtags im Schatten gewesen. Das ist so ein bisschen suboptimal gewesen. Aber es ist gleich eine coole Abkühlung. Ja, definitiv. Aber ihr sind immer so 10, 20 Minuten Ding, nachher sind wir raus, weil es einfach zu kalt war. Ich so, es ist perfekt. Ich will hier stundenlang drin bleiben. Ja, du bist sowieso auch in den USA. Mix. Hey, ich kann nicht USA. Weißt du, wie heiß sind wir Ich bin gegangen? schier verfroren zum Teil. Nein, Doch. Turbo 16, hallo? Nein, nicht Turbo 16. Aber sicher. Nein. Es hat niemals. Es Ich habe mich amigs müssen zudecken im Hotel. schon. Ja. Okay, ja, gut. Aber es hat nie Turbo 16 gegeben. Es ist immer nur Turbo 18,5 maximal möglich gewesen. Ich so, Alter, wo leben die? Turbo 16? Ja, sind sich anders Klima gewöhnt. Fahrenheit. Ja. Ja. Nein, die Villa war cool gewesen. Sehr cool, ja. Die ist. Also wenn ihr mal ein cooles Airbnb wollt haben in Kroatien, geht auf Novalja und checkt am Ivan seine Hütte aus. Ja, Shoutout Ivan. Shoutout Ivan. Voll. Raus. Novalja haben wir ja noch angesprochen gehabt. Ja. Was ist Novalja eigentlich für ein Ort? Ja, also Das Novalja ist geil. Schrägstrich Circe, Circe. wie man es auch immer ausspricht. Türkei? Das ist eigentlich mehr so ein bisschen bekannt für so einen riesen Club, den sie dort haben. Noah Beach Club, gell? Ja. Und wir haben halt einige Leute in der Gruppe, die da gerne angegangen wären. Aus dem wir aber leider nicht geworden. Wir sind 6 Tage dort gewesen. Wir sind nicht ein einziges Mal an den Syrce-Strand gegangen. Aber es ist trotzdem schön gewesen. Also ich habe es nicht vermisst. Ich wäre gerne mal angegangen, um zu schauen, wie es dort ist, aber Novalja hat eigentlich alles gehabt, was du brauchst. Voll. Was auch noch schnell schade war, wir sind nicht am Strand. Einmal. Wir sind eigentlich am Strand. Es war allgemein ein bisschen schade gewesen. Wir haben halt die Villa so geil gefunden, dass wir viel Zeit dort verbracht haben. Auch gegessen dort natürlich ab und zu. Also eigentlich fast jeden Tag bis auf 2-3 Mal. Aber wir hätten mehr rausgehen. Mit dem mehr rausgehen und so ein bisschen das Städtchen erkunden, weil das ist wirklich eigentlich voll das herzige Städtchen. Also eigentlich Novalja ist so für Familie super, finde ich. Ja. Es ist nicht mal so partylastig Novalja, es ist wirklich eigentlich Sirce. Novalja ist ja eigentlich eher so ein bisschen so der Touristenort eigentlich so für alle. Ja, voll. Auch
auch mega ruhig. Voll. Es hat voll den Vibe gegeben, so an der Promenade laufen dort. Vom Wetter haben wir auch immer gut gehabt. Also immer wenn geregnet hat es in der Nacht. Ja. Von dem her war es echt cool gewesen. Ja. Ja, aber 10 von 10 Ferien ist cool gewesen. Das war wirklich cool gewesen, ja. Voll. Was ist sonst noch passiert? Oder müssen wir noch etwas sagen zu Novalia? Ich glaube, im grossen Fall. Okay. Ich glaube, wir haben alles recht gut eigentlich abgehakt. Gut. Ja. Ja, dann gehen wir weiter. August, was ist im August so passiert noch? Ist im August etwas Spannendes passiert? Bei mir halt ganz viele Open Airs. Aber Gampel war, Ja. Zürich Open Air, Zürich Open Air 2 Weekend. Ja, das war so ein bisschen. Das war auch verdammt lustig gewesen. Also, Gampel ist ja zum ersten Mal, also ist das erste Open Air, wo ich war. Auf Fraufeld sind wir auch noch gewesen, aber halt einfach einen Tag vor Teneriffa. Ja. Vor Novalia, Kroatien. Ich war einen Tag vor euch gewesen. Ja, Ich war am Freitag, gewesen, am Samstag. ich habe Raf Kamora 2. Reihe gesehen. Finde ich gut, finde ich tough. Was das Wort tough bedeutet, erzählen wir nachher noch. Also, wobei, warum das so Stellenwert jetzt bei uns hat. Das Wort tough bedeutet einfach tough. Ja, aber warum sagen wir so viel tough in letzter Zeit? Ich weiss gar nicht, von wo das kommt im Fall jetzt mal legit. Also ich will mit dem aufschreiben, dass ich mit dem angefangen Ja, du habe. hast damit angefangen, definitiv. Würde ich mir geben. Definitiv. Aber ich weiss nicht, von wo das kommt. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß, dass es von dir kommt. Vielleicht einfach so von so Denglisch, sagen wir Englisch, gell? Ja. Denglisch, so Jo, keine fam. Sachen. Oi, fam. Oi, fam. Ja, voll. Ja, und irgendwie ist das jetzt mittlerweile voll in meinem Wortschatz. Und der hat jetzt auch angefangen damit. Ja, aber nur wenn du da bist. Du hast nicht? Das ist Nö. das Viech. Irgendes Viech. Aber ich muss mal aufräumen. Wobei es ist- Dass schon Viecher da drin sind. Ja gut, aber so, eigentlich, also hier ist ja nicht etwas, was würde schimmeln oder so. Nein. Keine Ahnung. Gut, wir sind auch im Keller, hier ist halt immer wieder irgendein Scheiß. Keine Ahnung. Die Feuchtigkeit oder so. Ja, voll. Nein, August, eben, erstes Open Air Gampel, wo ich war. Also so richtig Open Air, wo ich auch Camping und alles gemacht habe. Hey, ist voll gegangen. Also Lifehack für Open Airs. Feuchte Tücher zum Gesicht putzen am Morgen. Alter, das ist Peak. Das ist wirklich, du stehst auf, fühlst dich so räudig und so, weißt du, so im Gesicht so alles, nachher so holst du die feuchte Tür raus auf deinem Campingstuhl, putzt dir einmal so komplett um, auch die Ohren und alles, dann fühlst du dich so frisch. Ja. Tag startet wieder, so geil. Dann erstmal so, ich komme der Joris mit dem Sangria. Eben so hat das angefangen. Ich so, ja, okay. Oh mein Gott. Aber es war lustig. Ich habe die Dream erste Reihe gesehen. Auf das bin ich stolz. Das ist cool. Machst du gut. Im sehr nüchternen Zustand, gell, Cyril? Ja, Ja. da reden wir nicht drüber. Doch, Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht dabei. ja, stimmt. Aber es war cool gewesen. Das musst du auch kommen. Wir haben Jesus gesehen. Ja, aber nee, irgendwie. Es ist sogar fein gelaufen ab und zu. Ja, ich weiss, aber Fien ist auch nicht mehr. Ich bin zwar ein Travis und Cardi-Fan, aber Fien. Ah ja, stimmt, wir sind das Drake-Konzert im August. Stimmt, wir sind das Drake-Konzert. 180 Stutz. Das war cool gewesen. Ja, ist cool Wirklich gewesen. cool gewesen. Also für das, was du bekommst, ja, Ja. lohnt sich. Und Aber hat Lied rausgebracht. Aber jetzt Achtung, ja stimmt, aber Achtung, er hat jetzt vorher gesagt fein, oder? Ja. Es läuft fein, oder? Ich muss, Nein. halt. In so einem Setting wie an einem Konzert oder so, ist es etwas anderes, als wenn es irgendwie so vermimt wird oder du einfach nur als Ding hörst. Kannst du den Jingle nochmal nachher machen? Warte, ich muss gleich überlegen, wie es geht. Auf jeden Fall. Okay. Kommt so bevor Drake kommt, wird so vom DJ abgelassen, so eben fein, oder? Ja. Dann Rico so, nein, ich habe es gefühlt in dieser Zeit, oder? Ich filme gefühlt immer alles. Dann der Rico so, Bro, ich kann das im Fall nicht mehr hören, ich kann das alles nicht mehr, oder? 2 Sekunden später rennt er im Moshpit. Ja, es ist ja ein Banger, aber wegen dem kann ich ihn gleich nicht mehr hören. Und an einem Konzert, wenn alle Leute sind und hyped sind, dann ist es nochmal etwas anderes. Der für unsere Gruppe ist einfach stehen geblieben und dir zugeschaut. Ist mir eigentlich egal. Der Jeffrey und der Janik sind auch noch rein. Das sind Macher. Ja, mega. Das sind Macher. Nachher ist Drake von unserer Nase einfach rausgekommen.
Das war auch cool gewesen, so Ja, voll von den Stegen. 2 Meter. Ja. Das ist so, allgemein, Drake ist so eine runde Bühne gewesen. Das ist voll Du hast cool ihn eigentlich immer wieder mal gesehen, so vor dir 2 Meter. Das ist eigentlich mega cool gewesen. Und eigentlich voll der Gamechanger, dass wir aussen dran gestanden sind. Am An der Anfang, Seite. ja. Also dort am Anfang ja einfach, ja. Nachher war es eigentlich egal gewesen. Nachher hast du wirklich auch theoretisch die Zeiten wechseln, weil in der Crowd ist ja so viel Platz noch gewesen, nachher teilweise. Ja, voll. Voll. Und nachher genau dort, wo keine Leute waren, bin ich unter Jeffrey gestanden und plötzlich kommt Yeet raus. Also ich habe ja immer noch keine Ahnung, wer Yeet ist und wie die alle heißen. Also, so weißt du, es sind ja 3 Leute insgesamt dort gewesen. Yeet, Ja. Drake und noch jemand. PMD. Ja, keine Ahnung, wer das ist, bis heute nicht. Next door. Von mir aus. Aber, Von mir aus. ja. Drake, ich bin nur mitgekommen wegen Drake. Kannst du 5 Drake-Lieder aufzählen? Ja, Go on. God's Plan. Nice. Jetzt hast du mich. Hotline Bling. 2. Ja. Kannst du 5 Drake-Lieder aufzählen? Ja. Ja, wenn ich sie Passion Fruit. Mhm. Oha, du kannst Passion Fruit. Ja, sicher kann ich das. Boah. Das hätte ich nicht gedacht. Im Fall. Das hast du mir gezeigt. Wirklich? Glaub. Okay. Ich glaube. Komm, 2 bringst du an. Ja, warte kurz. Warte. Ich kann noch 2, 3 in der Playlist, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber was denkst du? Das war so 2020 gewesen. Alfonso Davis hat das als Remix gehabt für sein Remix, als sein YouTube, nein, Champions League After Final Video hat er das Lied benutzt von Drake. Wie heißt Meinst du das? Trophies? Ist das Trophies? Keine Ahnung. Ich kann nur 2 weitere, aber weiß nicht, wie sie heißen. Okay, ja. Ich wüsste. Okay. Lassen wir durch. Das eine mit, wie heißt die Frau, die du nicht so cool findest? Meinst du Sexy Red? Ja, wie heißt das Lied? Rich Baby Daddy? Ja, das Ja. das kann ich noch. No Eis. Also nicht so cool, ich fühle halt einfach ihre Musik Ja. so krass. Aber es ist logisch ein lustiger Banger ab und zu. Ich kann noch ein paar andere. Ich habe mehr als 5 Lieder gekannt an dem Abend. Okay. 100%. Ja. Ja, das zu Drake. Das ist so Drake. Was haben wir noch im August erlebt? Ich glaube nicht viel. Ich glaube auch nicht. Müsste ich meine Fotos oder Film sind wir noch schauen. Kann nur das Manitou und so Zeug. Aha, ja, voll. Und dann ist September. Was ist im September gelaufen? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, vielleicht kommt es uns in den Sinn. Springen wir zum... Ja, die krasse Sache, also das Krasse ist eigentlich jetzt vor ein paar Tagen passiert. Ja, das Oder letzten zwei Wochen, passiert, 2,5 Wochen. 2,5 Wochen. Weiss nicht, willst du anfangen? Wir haben ja, glaube ich meine, die Folge 8 war es, wo wir über das geredet haben. Es hat mal eine Folge gegeben, wo wir voll unsere Träume, Reiseziel angesprochen haben. Und Genau. das eine Reiseziel haben wir jetzt hinter uns gelassen. Abgehakt. Genau. Erzähl mal. Dann ich habe nicht in die USA geflogen. Hey. Wer uns auf unseren privaten Accounts folgt, hat das sicherlich mitbekommen. Zuerst ja. sind wir von Zürich am Morgen um 7 Uhr auf London geflogen. London Fam. London Fam, Wagwan. Und nachher von London auf L.A. Mhm. Wie lang? Die Flugzeit oder was? Was sind das insgesamt? Ich glaube 12 Stunden. 14. 2 Stunden noch in London. Ja, chillen. ich habe jetzt den Aufenthalt nicht mitgezählt. Aha, ja. Ich habe einfach Flugzeit. Ja, gut. Aber ja, insgesamt 14 Stunden Reise einfach, sagen wir es so. Ja, voll. Voll. Mit einchecken. Also sagen wir es mal so, von Wilderzell, Einzel die Heime bis L.A. Hotelzimmer sind safe 20 Stunden vergangen. Wach. Vielleicht 2 Stunden pennen dazwischen im Flugzeug. Ich habe gar nicht gepennt im Fall. Ich auch nicht. Auf der Hinreise habe ich gar nicht gepennt. Also ich habe es probiert, aber nicht. Aber gutes Stichwort, dass du das Wort wach ansprichst. Weil, ihr wisst ja, Zeitverschiebung ist ein Ding in Amerika. 9 in LA sind es Stunden. 9 Stunden. Bedeutet nicht, dass ich dort ankomme. Natürlich müde, aber man hat auch durch Passkontrolle, alles dies, das. Ist übrigens eigentlich voll easy gegangen, falls ihr irgendwie Paranoia oder Angst habt vor dem. Ja, von dieser Einreise. Ja, ist wirklich voll easy gegangen. Ihr kommt dort so, ihr wartet dort in so einer Schlange und dann kommt da so ein Desk, so ein Pult,
wo das am Dreh ist und der fährt dann mich vorreden, ja, was bringt dich in die USA, schaut, ob wir schon mal da sind und fragt einfach so 1, 2 Sachen, was wir machen. Er hat einfach mich gefragt, was ich damals, ich habe ja gesagt, ich bin einmal in den USA gewesen. Nachher so, ja, warum bist du damals in den USA gewesen? Er so, ja, mit meiner Family halt Ferien. Ja. Nachher so, ja, und wo genau? Ich so, ja, in Miami. Okay, und wie alt bist du da gewesen? Und ich so, ja, 8. Ja, das hat wahrscheinlich einfach gegengecheckt mit diesen Daten. Ja, wahrscheinlich, er hat mich safe im System gehabt, 100%. Ja, 100%, das denke ich auch. Weil an das Fingerabdruck-Ding kann ich mich sogar noch erinnern. Schon. Ich glaube, ich habe das müssen machen damals. Und hast du das Foto müssen machen? Also haben wir müssen machen? Von Foto und Fotoabdruck. Ja. Fotoabdruck. Genau. Aber wir sind eigentlich easy durchgekommen. Haben auch den Koffer relativ schnell gehabt. Ja, der ist schon parat gestanden. Der ist schon parat gewesen. Und dann fängt das Uber-Spiel an, oder Taxispiel. Kommst du raus aus dem Ja. LAX und denkst dir so, wo sind die Taxis? Weil, Voll. ja, du willst einfach nur noch ins Hotel, du bist so tot. Wobei wir eigentlich gesagt haben, wir wollen 10 Minuten anliegen und dann die Stadt erkunden, weil es ist erst 5 Uhr am Nachmittag war. ist es nicht sogar früher gewesen? Nein. 3, 4 oder so? Ja, 10, also 5 Uhr, wo wir im Hotel waren. Schon? Ja. Okay, ja, kann sein. Und dann, ja, aus den 10 Minuten sind dann bis um 11 Uhr pennen gewesen. Wir sind so Ja. paniert gewesen. So. Auf jeden Fall LAX Taxi-Tipp. Wenn ihr Taxi fahren nachdem wir angekommen sind, ihr müsst zu einem Taxistand laufen oder fahren. Dass so ein Parkplatz einfach ist, so eine Art, ja. Genau, der ist 20 Minuten entfernt. Googelt einfach, ihr findet schon wo hin. Die Shuttlebus, die es da gibt, sind fatal. Die sind immer bumsvoll und manchmal kommen jetzt einfach zu spät an. Ja. Also ja, bist schneller, wenn du laufst, sagen sogar Taxifahrer. Oder du organisierst halt gerade ein Mietauto. Ist auch... Oder aber du hättest trotzdem müssen zu dem Taxi-Ding laufen. Ja, das schon. Ja, gut, wir sind erst dort, stimmt. Weil Herz Recht, ja. ist auch ein bisschen weiter. Gut, nein, es hat einen Shuttle gegeben von Herz zu Ding, habe ich Schon. gesehen, ja, zum Terminal, aber du, Ja, aber kommt ja schlussendlich... Also, scheißegal. ja, Kommt aufs Gleiche. du sagst es. Ja, und dann, ja, ich will jetzt nicht jedes Detail erzählen, Nein, aber nein. wir sind sehr paniert gewesen. Dann am nächsten Tag haben wir dann eigentlich quasi voll angefangen mit L.A. Rodeo Drive, ja. Beverly Hills sind wir zuerst gewesen. Dann sind wir, wo sind wir noch überall gewesen? Ich bin erstaunt, wie viele Cybertrucks da rumgefahren sind. Der erste Tag war mehr so ein bisschen shoppinglastig gewesen. Ja, Eigentlich gerade. voll. Wir sind zuerst ins Beverly Center, nachdem wir Rodeo Drive, Beverly Hills sein und so abgehakt haben. Sind wir angelaufen. Hey, da hat so einen Obdachlosen gehabt. Wir haben uns mit dem Kreuz auf dem Fußgängerstreifen. Es ist wirklich so ein ganz dünner, kleiner Fußgängerstreifen gewesen. Niklas und ich sind nebeneinander gelaufen, zack, zack, zack. Dann ist er entgegengekommen, ich habe mich hinter den Niklas gestellt, so damit er vorbeikommen. Hat dem Bre irgendwie nicht gepasst. Auf einmal, wir laufen weiter, er lärmt so voll, ja, Was fällt dir ein? ja, halt Beleidigungen, dies, das, halt voll anfangen zu ragen, so. Also voll. Und Niklas nicht so voll unter, was will der? Ich Bre? sage, komm, gang weiter. Wir sind einfach weitergelaufen. Ja, das kann halt immer passieren. Ja. Also, das ist so ein bisschen Aber also, er hat sich irgendwie voll in meinem Kopf irgendwie eingebrannt, keine ja, Ahnung. ich habe es schon wieder vergessen fast. Also, Nein, ich habe das schon irgendwie voll im gewusst, Kopf. ich habe schon gewusst, also ich habe das immer im Kopf, ja, aber so, ich denke nicht dran zurück, so, oder, Ja. so, weil es, ja, es ist halt LA, so, das denke ich mir halt so, Ja, was ich da schon alles gehört habe. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Wir sind noch, ja stimmt, wir sind nachher neues Ding, Westfield Center. Westfield Center in New City, irgendwie, das hat irgendwas mit New geheißen. So neue Stadt, irgendwie etwas. Ist gerade neben Beverly keine Hills, Westfield. Westfield Center, ja. Ja, es hat Hure Ja. Westfield. Ja, dort sind wir einfach noch shoppen, bla bla bla. Und dann sind wir heim, dann sind wir an die UCLA. Stimmt, das war auch an dem Tag. gewesen. Das war cool. Mit den Gewesen. Velos angefahren, hure cool Wir haben gewesen. Limebikes gemietet. Ja, bist Das so war wirklich cool. Gewesen. voll. Und dann sind wir von dort, also Santa Monica Pier. Ja, Dort am Strand, gehen Bilder machen, alles das war mega geniessen. cool. Gewesen. Das war ein cooler Vibe. Gewesen. Sonnenuntergang Dort gerade einfach mal gesehen. zu sein. Voll. Richtig cool. Das Gewesen. hat sich so wie GTA 5 angefühlt. Alles. Der Rico kann es beschreiben, ich jede 5 Minuten sieht aus wie in GTA 5. Ich bin da schon mal gewesen.
Das ist genau gleich wie in GTA. Ich habe ja GTA gespielt, Ja. aber nie so intensiv wie du. Vor allem so, du kommst aus dem Flughafen raus, du weißt ganz genau, wo du bist. So, du orientierst dich nur. Also wo ich gestern ins Büro gegangen bin zum ersten Mal, habe ich so meinen Kollegen das erzählt mit dem Taxi, oder? Habe erklärt, wo der Taxistand ist. In GTA-Map-Sprache. Ich habe gesagt, ja, dort, wo ihr das kleine Flugzeug könnt holen, rechts beim Gitter, wenn ihr den Flughafen reinfahrt. Na, sie haben sich nicht so ausgegangen. Ich finde es witzig, wie du einfach die GTA-Map beschreibst, warte, ich habe sie dort sogar. Nein, ich habe sie jetzt nicht für... Ist das GTA nicht? Ja, wenn du willst, kannst du es schnell holen. Hol ab. Vielleicht checkst du ein paar Punkte. Das ist die GTA-Map. Aber warum hast du die GTA-Map ausgedruckt? Die ist nicht Ausdruck, die hast du bekommen, wo du GTA 5 gekauft hast. Und warum, also, Wieso? ist cool, dass du sie noch hast, aber warum? Wieso nicht? Das ist so ein Traum von jedem Bub. Du musst andere Seite. Los Santos und Blaine County. Die andere Seite hast du Los Santos grösser. Oh mein Gott, ja, Los Santos. Und dann kann ich dir zeigen, wo. Also wir haben hier die Map, ich zeige es euch schnell. Also für die halt das jetzt auf Spotify hören, Also, bringt euch nicht viel, aber ja. wir haben hier den Flughafen. Wir sind hier... Hier gibt es so einen Kreis. Wir sind hier oben rausgekommen. Sind das die Leute überhaupt in der Kamera? Ja. Okay, Wir gut. sind da rausgekommen Ja. und dann haben wir müssen hier rauflaufen und hier ist so das kleine Flugzeug und hier ist auch der Taxistand. Genau, und hier ist Santa Monica Pier, dort bin ich Ja. gewesen. Hier irgendwo wohne ich. Habe ich im 50. Stock meine Etage. Das ist das grosse weiße Haus, gell? Genau, Ja, genau. mit denen so... Das ist wie so... Ja, Balken. genau. Und dann Beverly Hills sind wir auch, das ist hier irgendwo. Genau. Tatsächlich bin ich auch Vinewood-Schild, habe ich ganz oft gefüttert. Und Und das Winewood-Schild? das Hollywood sein. Aha, okay. Und Ding haben wir auch noch gesehen, das Observatorium. Das war auch noch dort gewesen. Es ist wirklich 1:1 fast das Gleiche. Davy. Davy. Der Nick hat schon auf den Mount Chiliad geklettert. Nein, tatsächlich nicht. Doch. Nein, Doch. kein Berg dort gehabt. Also schon Berg, aber Ich weiß schon. Das war nur ein Joke gewesen. Knowledge. Hä? Knowledge, wo fehlt. Ich weiß schon, dass der Mount Chiliad der ist grösste gut. Berg in GTA ist, Bro. Ist gut. Es Ja. gibt das UFO Easter Egg dort. Oder das Mount Chiliad Easter Egg. Ja. Und ich glaube, wenn du die Story beendet hast, zu 100%, wenn du dort irgendwie um 3 in der Nacht und es neblig ist, dort raufgehst, spawnt das UFO. Möglich? Siehst du? Ja. Knowledge. Ja, wir sind dann, also weiter zum Thema, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn wir ein bisschen schneller, sonst sind wir da. Wir nehmen erst eine halbe Stunde auf. Ja, gut. Aber wir haben schon sehr viel. Ja, wir reden erst seit 5 Minuten über die USA. Aber ja, darum meine ich ja. Also komm, Bei diesem Thema. weiter. In L.A. sind wir dann, wie lange sind wir in L.A. gewesen? Wir sind am Freitag angekommen und sind bis am Mittwochmorgen geblieben. Morgen. Genau. Was haben wir den Tag noch gemacht? Ersten Tag haben wir jetzt durch. Zweiter Tag ist, ich muss gerade überlegen. Zweiter Tag war, Bin ich blöd. ich bin gerade auch los, zweiter Tag. Hollywood. Ding, wir sind an deinem Markt. Ah, stimmt, ja, dann war Sonntag gewesen. Wir sind also an einem Flohmarkt. Fairfax Flea Market. Ist cool gewesen. Ja, habe was gefunden, du nicht? Ja, siehst du? Ja. Das BMW sein für $10. Wir sind, ja, Was? nach dem Fleamarkt-Zeug sind wir dann zu einem Spot an, wo der Niklas unbedingt hat wollen. Ja. Schau, wenn du dich freut. Ja, Ich überlasse dir, komm. ich als Tesla-Fahrer muss als Tesla-Diner gehen. Das gibt es nur in L.A., gell? Das gibt es nur dort. Das hat gerade aufgemacht. Also ich kann einfach mal hingehen, um zu schauen, so, wie sieht das aus. So es ist schon spaceartig so ausgesehen. Voll so. Also es ist eigentlich ein normales Diner, so ein bisschen, aber einfach hochmodern. Und du kannst halt dort einfach so Smashburger essen, Ja. auf dem iPad bestellen. Und du hast halt Supercharger, ich glaube 60 Stück oder so. Also ich habe noch nie so viele Teslas an einem Ort gesehen wie dort. Und du hast 2 fette Leinwände, wo du einfach einen Film schauen. Was ist gelaufen? Star Trek? Star Trek ist Star Trek ist gelaufen, gelaufen, ja. Voll. Und dort oben du hast dann so rauflaufen im Diner und oben auf dem Diner hast du halt so eine Aussichtsplattform gehabt auf den ganz super Charging-Parkplatz und zum ersten Mal aufs Hollywood sein. Da haben wir das Hollywood Sign zuerst mal Zum gesehen. ersten Mal voll.
Ja, ist cool gewesen. Das war wirklich cool gewesen. Das Essen war jetzt okay gewesen. Das Essen ist gut gewesen. Also ja, okay, ja. Du hast Fries gehabt einfach. Einfach so Fries mit Cheese. Ich habe der Burger ist nicht schlecht gewesen. Okay. Er ist jetzt, zu dem kommen wir nachher noch, Burger. Ich habe eine Burgerliste. Gemacht. Wie musst du es nachher anlesen. Voll. Aber es war cool gewesen, ich habe mir noch so einen Becher geholt, so einen Souvenirbecher. Einfach so einen Alubecher. Voll cool. Einfach Das ist wirklich cool. Kannst du im Rico reinrühren, nachher tut... Dong. Dong. Genau. Einfach holen. Voll. Ja, dann sind wir auf Hollywood gelaufen, zum Hollywood Walk of Fame. streng Und der Rico Alter. kann mir erzählen, wie er den Walk of Fame gefunden hat. Ich streng teile ihm die gleiche Meinung wie er. Genau, wie ich es erzählt habe, wir sind vom Tesla Diner zum Walk of Fame gelaufen. Es waren, glaube ich, etwa 20 Minuten gewesen, bis eine halbe Stunde. Nachher sind wir dort angekommen. Kurze Frage. Wie lange hast du gedacht, ist der Walk of Fame rein G-technisch zum Laufen, der ganze? In Minuten. Ja, Vielleicht so 15 Minuten habe ich gedacht. okay. Spoiler ist es nicht gewesen. Dann sind wir dort angekommen. Und es ist natürlich auf 2 Strassenseiten. Also auf der einen Strassenseite ein Stern, auf der anderen Strassenseite ein Stern. Und es ist cool, mal dort gewesen. Aber wenn ich jetzt nur in L.A. wäre, ich müsste definitiv Skip. nicht nochmal sehen. Ja, es ist ein Skip. Es ist zwar ikonisch, dort durchzulaufen, es ist auch wirklich cool, das mal zu sehen, aber es ist halt, man hat viele Obdachlose. Ja. Was wir richtig schade gefunden haben, die Leute können auf den Weg, wo die Sterne drauf sind, können Stände aufstellen. Also irgendwie so... Die haben einfach Bananen und Äpfel verkauft auf den, Ja. in den Ständen. Voll. Und haben so einfach so Würst grilliert. So voll räudig einfach so. Und so Saft und alles. Und Das killt halt voll den Vibe irgendwie. Ja. Zum anderen, es ist halt richtig touristisch, klar, wir sind nicht Touris so, aber... Ja, überlaufen des Todes gewesen, Ja. so. Und halt auch dreckig. Ja, es ist nicht schön gewesen. Nein. Es ist wirklich dreckig gewesen. Ja. Wir sind dann den Weg einmal abgelaufen, sind nur in so einem Funko-Store. Hol mal die Figur. Stimmt, da ist sie da. Wir haben uns eigene Figuren gemacht beim Funko. Also die Funkos nicht kennen, ich kenne sie, haben schon mal so eine Verpackung gesehen. voll. Das, Mein dein Kopf Kopf jetzt ist einfach- frei. Ja, das ist einfach verdrüllt. Der Oh hat mein so, Gott. Ja, das ist irgendwie so passiert nach dem Koffer. Aber das ist mein eigener Funko. Here you go. Der Also, Niklas. Ich weiß nicht, ob es scharf wird, aber manuell Fokus drin ist, aber Das ist der Niklas. voll. Haben einen eigenen Funko gemacht. Genau. Ist cool. Ist cool. Ist zwar mies teuer gewesen. Niklas kommt jetzt da hin. Der Kid aber. Das hat nicht. Nevermind. Ja. Schon mies teuer gewesen für so etwas. $40 haben wir gezahlt. Also denke auch, Ich habe gedacht, das sind irgendwie $20 noch. Ja, aber ich habe nicht gedacht, wo du gesagt hast, 20, so, ja easy, machen wir so eine Ich Figur. habe es TikTok gesehen, da hat so einer gesagt, ja, das ist so $20. Und ich so easy, oder? Nachher hast du Kreditkarte an, ohne zu schauen, was der Preis war. Ja, $40. Ich so, boah. Ja. Ja, Also egal. hätte ich es vorab gewusst, dass es $40 kostet, hätte ich es nicht gemacht, sagt er so, wie es ist. Ja, du, jetzt habe ich einen. Ja, ja, ist lustig. Voll. Ja, Vom Funko Store sind wir dann nochmal weitergelaufen. Auch gut 20 Minuten, 40 Minuten sogar gefühlt. etwa Zu so einem, so bergauf. ja, zu so einem berühmten Spot. Da kannst du gerade wieder ein bisschen mehr erzählen. Berühmt, ja, also es ist einfach so ein ikonischer Fotospot. Du hast halt es gibt so eine Straße, wo voll das Hollywood-Sign anführt, also wo das Hollywood-Sign so voll mittig ist und die Straße halt auch so. Dort habe ich unbedingt anwählen und das Foto machen. Und dann habe ich irgendwie gewählt, da rechts. Ja, gewählt. Ja. Ist nicht Ja, gewählt. das war cool gewesen, aber es war halt krass gewesen, weil du hast die ganze Zeit müssen schauen, dass keine Autos auf die Straße kommen. Ja, Ich hatte so vielleicht 20 Sekunden gehabt für den einen Shot, wo es dann war. und immer Autos vorbeigefahren. Aber der hat sich gelohnt. Ich habe jetzt meinen Shot. Das ist cool. Voll. Dann sind wir eigentlich alles wieder zurückgelaufen, bis zu das Walk of Fame, also wirklich so bei 40, 50 Minuten wieder. Haben wir dann ein Taxi geholt? Oder wie ist das denn? Nein, wir sind nicht zurückgelaufen. Nein, wir sind ja noch ins Hard Rock Café gegessen. Ja, genau. Wir sind wieder als Walk of Fame zurück. Also ich meine vom Walk of Fame, ob wir dort das Taxi genommen haben, aber ja, erst später. Erst am Abend, Wir sind ja. zuerst wieder zu Walk of Fame bis auf Hollywood rein dort, also zu der Hollywood Mall. Stimmt, jetzt sind wir noch ein bisschen... Dann sind wir dort ins Hard Rock Café gegessen. Das war lustig gewesen. Wir haben eine richtig geile Ja, das war Kellner lustig gehabt. gewesen. Der Kellner war richtig enthusiastisch. gewesen. Voll. Er hat richtig Der Freude an seinem Sean. Job gehabt. Sean hat er Der geheißen, ja Sean. genau. Voll. Ja. Ja, das war das gewesen. Dann sind wir
Sind wir dann ins Hotel, ich glaube. Ja, nachher haben wir glaub, nicht mehr gross etwas gemacht am Abend. Ja, voll. Ja. Übrigens, wir sind im Mosaik Hotel in Los Angeles gewesen. Ist, Okay. to be honest, ist okay gewesen. Gibt sicher besser, es gibt aber sicher auch schlechter. Also es ist wirklich okay gewesen, zum dort pennen ist okay. Voll. Im Badzimmer ist immer der scheiß Ding abgeheitet. Ja, stimmt. Stimmt. Der eine war am Duschen gewesen, du hörst nur noch BAM. So ein Metallteil. So. Der Dusch... Nein, nicht Griff, oder? Ja, weißt du, wo das Wasser halt Ja, wo das kannst ist du so. Dings, keine Ahnung, wie der heisst. Da hast du nicht müssen, in der Schweiz kannst du ja so, so Ja. Bier pullen, Du hast nicht so aufdrehen. dann hast du müssen drillen. Und es ist, am Anfang ist es direkt heiß, nachher kalt. Umso mehr du aufdrillst, ist es kälter geworden. Voll. Also, das war so ein bisschen das gewesen. Yes. Und überall, es war in jedem Hotel so gewesen. Ja. Das ist so Standard dort. Ja, dann sind wir in die Universal Studios am nächsten Tag. Das war cool gewesen. Das war cool gewesen, aber teuer. Wie viel haben wir jetzt? 130? Ja, etwa 130, 140. 130. Es war schon teuer gewesen, aber so einmal dort sein. Ja. Also ich müsste jetzt nicht nochmal da hin. Außer wenn sie jetzt vielleicht die eine Bahn da eröffnen, die von Voll. Fast and Furious, aber sonst... Was richtig cool war, dort ist die Studiotour. Also falls ihr mal dort sind, Oh, ja. macht bitte die Studiotour. Die ist wirklich sehr, Ba, sehr ba, nice. ba, 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 ba. Ja. Du hast so einen Tourguide gehabt, Voll. wo halt so alles so ein bisschen erzählt hat und der hat halt am Anfang so Universal Intro so ein bisschen ba, 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 ba. Ist schon lustig gewesen. Aber ist auch wirklich eindrücklich. Ja, sehr. Vor allem das... Nein, ich spoilere nicht. Ja, Zu selber Leben. gut. Bahnen sind Mit gewesen. mit gewesen. Welche hat dir am besten gefallen? Super, also das Ding Mario Kart. Ja. Also auch wenn du nicht so krass... Ich hatte einfach Technologie krass gefunden. Ja, ja. Weil du hast halt... Darf ich selber spoilern? Keine Ahnung. Ja, du kannst ja sagen, wie es aufgebaut ist. So. Ja, du hast halt so... Du musst mal halt so das Ding anlegen, so eine Maske gefühlt, du hast so das Mario-Käppchen an und so Linsen, so Hologramm-Linsen. Ist eine Art wie so ein VR-Brille, eine Art. Ja, voll, wo du anhast und dort schaust du halt so ein bisschen durch und dort sammelst du so deine Münzen Voll. und spielst Mario Kart Du musst gegen so andere. schiessen und im richtigen Moment Voll. lenken. Das war cool gewesen. Und das gibt halt Münzen. Das ist eigentlich so... Ja, hat ich eigentlich am coolsten gefunden. So. Aber sonst von der Bahn her... Ich sag dir ehrlich, die heftigste Bahn ist eigentlich schon Dingbahn gewesen. Jurassic Park. Ja. Die war so lame gewesen. Das ist halt für mich, das ist Jurassic Park und Star Wars sind meine Lieblingsfilme, Franchises etc. Und ich habe halt früher nicht mehr so die Videos geschaut, nur wo die Bahn noch nicht Jurassic World themed war, sondern Jurassic Park. Das ist ein Unterschied. Die ersten Filme sind Jurassic Park, die neuen sind Jurassic World. Und da hat es mal Jurassic Park Bahn gegeben, die ist aber 2015 oder 2016 umgefilmt worden, weil halt der neue Film rausgekommen ist. Und ich habe schon immer dort hinwollen. Und das war so ein richtiger Moment gewesen für mein 8-jähriges Ich, ein Bild zu machen vor dem Jurassic World Sign und einfach können sagen, ey, ich bin da gewesen. Das ist so ein richtiger, ich weiß auch nicht, so ein, Ich weiß, was so du ein meinst. Moment gewesen. Voll. Für meine Kindheit. Ich habe es gefühlt, es war lustig, Ja, es ist war nice cool. gewesen. Ja. Schustbahnen. Ja, das ist nicht so krass gewesen. Es hat mega viele Bahnen gehabt, die mit so Screens funktioniert haben. Ja, so... Ja, voll, wo du dich einfach reinhockst und dann schaust du auf den Screen und wirst ein bisschen bewegt. Ja, es ist nicht eine Bahn auf Schienen eine Art. Ja, schon, aber Also es ist heftig. ja. Es ist nicht heftig gewesen. Nein, also du wirst einfach so gedreht und es bewegt sich halt in Synchronisation mit dem Screen oder was auf dem Screen Voll. passiert. Simpsons Bahn ist so gewesen, Transformers Bahn ist so gewesen, Ja, auch die von Harry Ding. Potter Bahn. Harry Potter, ja. Minions. Minions ist ass gewesen. Minions ist ass gewesen. Welche, das ich noch cool fand, war die Mumienbahn gewesen. Die Mumienbahn. Mumienbahn? Wo? Wo auch auf dem Dings bist, auf der Gleis. Und dann irgendwann, am Anfang ist es langsam gewesen, und dann hat er voll beschleunigt. Doch, stimmt. Und nachher bist du wieder zurückgekommen. Ja, die ist noch cool die ist gewesen. nicht schlecht gewesen, ja. Aber im so Vergleich mit zu Europa- gesagt, ja, Zu Europapark ist das krass. sind Welten, also Vor allem Europa. auch preislich. Ja, Preislich ist Europapark viel günstiger, erstens das. Und nur schon Bluefire und Silverstar, das lange schon. Das hast Andere Level. nur schon Silverstar und dann performt Ja. die den ganzen Park aus, habe ich das Gefühl. voll. Es ist wirklich nicht
so krass gewesen. For real jetzt. Wir haben in dem Moment noch gedacht, shit, die Universal Studios sind teuer. Ja, aber das zu dem kommen wir nachher. Wir haben nämlich noch zu Disney World und so. Wir haben das Disneyland noch will, aber... Das sagen wir nachher. Wir sind dann am Dienstag, haben wir uns dann ein Mietauto gegönnt und sind ein bisschen auf Malibu gefahren. Und So schön gewesen, Alter. Malibu war cool gewesen. Wir sind Sehr dort angefahren, wo Tony Stark seine Hütte hat, in Iron Man. Mega krass gewesen. Haben dann noch mit einem coolen Polizist geredet. Ja, echt. Der war cool gewesen. Der ist cool drauf gewesen. Dann sind wir zum Hollywood Sign nochmal gefahren. Ich habe das Hollywood Sign gefühlt wie die Golden Gate Bridge von jedem Winkel gefühlt. Sind wir nicht zuerst in Walmart und in Raising Cane's? Das war doch nach dem Hollywood Sign gewesen. Ist das nach dem Hollywood Ja, Sign? ja. Weil nachher sind wir einmal auch rundum gefahren. Okay. Ja, kann auch sein. Voll. Ja, Hollywood Sign, nachher Raising Cane's. Mhm. Haben wir fett gegessen, allgemein Fastfood. Wir haben gefühlt jeden Tag Fastfood gegessen. Ja. Der erste Shake Shack gewesen, nachher Raising Cane, vielleicht auch noch was anderes, Tesla Burger. Tesla Burger. Ich zähle noch einmal auf. Und dann sind wir als, ich weiß nicht, wie es heißt, Griffith Observatorium. Griffith Observatory. Irgendwie etwas mit G. Ja. Und dort hast du eigentlich die View auf ganz LA. Also wirklich auf Downtown, auf Beverly Hills, bis zum Flughafen eigentlich führen, bis Santa Monica, Venice Beach. Also du hast alles gesehen. Und auch das Hollywood Sign. Wir Also sehen wirklich, mega viel, du ja. siehst eigentlich alles. Top-Empfehlung, wirklich. So Auch- geil dort. Auch wenn der Parkplatz so teuer ist, 10 Stutz pro oder $10 pro Stunde. Trotzdem machen. Wir sind, glaube ich, 3 Stunden dort oben gewesen, haben den Sonnenuntergang angeschaut, haben gesehen, wie es dunkel ist. Voll. Und das ist wirklich insane, also wirklich so schön gewesen. Oh ja. Das war richtig cool gewesen. Das war wirklich nice gewesen. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir dann früh los. Weil wir sind auf San Francisco. Exactly. Aber zuerst sind wir auf Silicon Valley gefahren, weil der Niklas Ja. hat müssen in so einen Campus, an so einen Campus, wo er sein Leben lang hat wollen. Apple. Apple. Ich bin Apple-Fanboy Nummer 1. Ich habe alles von Apple. Ich will jetzt nicht flexen damit, aber es ist kein Flex, es ist einfach Leidenschaft. Leidenschaft Das ist ist krass. Leidenschaft. Ich tue jede Keynote schaue ich von denen an. Ich interessiere mich für jedes Produkt. Das ist Leidenschaft. Das Ja. ist so, Apple und ich, das ist so seit immer. Das ist so ein Konstant in meinem Leben. Konstanter als der M3 Touring. Ja. Konstanter als Filme. Wirklich? Ja, wobei Filme habe ich schon auch so sehr viel gemacht. Aber es ist etwa gleiches Level. Auf gleichem Level. Ja, was gibt es bei dort? Ich muss sagen, leider, es hat mich nicht so gerade krass überzeugt. Es ist halt einfach irgendein Apple Store, ein grosser, ein cooler. Also, ich muss es so sagen, du hast Alles gut. den Campus halt, der ganz gross, du siehst den Kreis, also es ist ein riesiger Kreis-Campus, so Zeug, oder? Mit Park. Aber dort kannst du nicht rein. Du kannst nur als Visitor Center. Und das Visitor Center ist leider wirklich nur so ein Store Mit einem Kaffee. mit einem Kaffee und halt Apple Merchandise, wo du nur dort kannst kaufen. Ich habe trotzdem zugeschlagen. Zugeschlagen, Lösung wieder. Jetzt fällt mir der Yannick wieder rein mit Nein! 3, 2, 1. genau. Ja, ich habe mir ein T-Shirt geholt, Memory-Karte und so eine Tasse. Richtig gut. Hat zugeschlagen. Ja, nachher sind wir auf San Francisco. Ja. Was haben wir gemacht? Golden Gate Bridge. First Destination. Yes. Und wie hast du es gefunden? Geil, richtig cool Ja. gewesen. Dort sind wir auch lange oben geblieben. Aber halt auch Locker wieder 3, 4 wegen Stunden. Ja, kann sein. Ja. Wir sind so, es hat so 3 Punkte so ein bisschen gegeben und wir sind so, ich habe halt auch wieder von dort 3, 4 Spots Bilder gemacht. Ich habe von überall Bilder gemacht. Aber es war gut gewesen, habe ich das gemacht. Ja. Ja, halt so auch Sonnenuntergang angeschaut, so halt. Auch wenn es bewölkt ist, aber es hat gut krass ausgesehen. Voll. Mein Glück gehabt, dass die Brücke nicht vernebelt war. Das ist ja dort immer so ein bisschen das Ding. Am ersten Tag, also ersten Tag richtig San Francisco, ist es voll gewesen. Ja. Voll. Ja, das war eigentlich noch gewesen. Nachher sind wir fett noch in In-N-Out nach dem Eincheck im Hotel. Yes. Und dann Sind wir sleepen. sind wir am nächsten Tag. Sind wir einfach ein bisschen die Stadt anschauen. Also unser Hotel war gerade am Hafen gewesen, Fisherman's Wharf.
Empfehlung. Ja, ist wirklich ein cooles Hotel. Hotel Casa heisst es. Ja. Könnt ihr an, falls ihr jetzt ein cooles Hotel. Gut gelegen vor allem auch. Ja. Und dann sind wir zuerst die Hafengegend abgelaufen halt. Zu den See oben. Genau, zu diesen Seelen. Das war mega cool gewesen. Ja. Ja, wirklich. Es sind halt so 30, 40 Seelöwen auf so einer Stiegenart. Es ist natürlich so ein Bootshafen-Einfahrtenart. Voll. Und dort chillen die halt einfach auf so einem Steg, wie gesagt. Also ich mich frage, wie kommen die dort drauf? Oder wie tun die Leute schauen, dass die immer dort sind, immer dort chillen? Kann ich wahrscheinlich. Dass die anlocken? Wahrscheinlich. Nein, ich denke Gar nicht. nicht. Ja, wer weiß. Kann ich vielleicht ist es einfach so ein Territorialverhalten oder so von denen, dass sie so sagen, das ist unser Ding. Vielleicht, weil das so hure lang schon ein Ding ist. Also ich glaube, es ist schon hure lange so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Aber vielleicht können sie es auch anlocken, keine Ahnung. Voll. Da sind wir richtig Downtown. Voll. Ist eine coole Stadt. Wirklich. Auch sauber. Extrem, ja. Voll. Ich habe hure viele Leute gehört, die gesagt haben, also San Francisco ist schon dreckig, aber ich habe es hure sauber gefunden. Nein, es war wirklich mega super gewesen. Voll. Wir sind einfach in der City gelaufen. Mega viel so hohe Hochhäuser. Es ist halt auch noch so ein bisschen bergig aufgebaut, also du hast Ja. müssen so steil rauflaufen und dann so, bist voll am Schwitzen gewesen, nachher bist du wieder runtergelaufen und dann so, so coole Aussicht. Es hat auch die typischen Strassenbahnen dort gehabt, Ja. die halt auch voll einen Vibe gegeben haben. Voll, nein, also ich sag dir ehrlich, wenn wohnen von dem Trip, würde ich in San Francisco. Ja, ich auch. Vor allem dort hast du dich auch sicher gefühlt. In L.A. hast du manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, musst schauen. Aber in San Francisco hast du wirklich rumlaufen, Voll. wie nichts wäre. Also, so habe ich mich gefühlt. Ja, definitiv. Ja. Voll. Ja, was haben wir sonst noch gemacht an dem Tag? An dem Tag gab es nicht mehr gross viel. Wir sind nachher noch in so ein Restaurant essen. Wir sind, glaube ich, zurück ins Hotel nachher. Ja, stimmt, das hast du ausgesucht, das Nudelessen-Restaurant. Ja, voll, das war geil. Das war geil gewesen. Voll. Chicken Alfredo, das ist lecker. Voll Ding. Dann sind wir am nächsten Tag sind wir dann Velos mieten. Das war cool gewesen. Dann, ja, Das war voll. richtig cool gewesen. Und dann sind wir bis zu Sam Bridge, kann ich will sagen. Ich bin Bis zu Sandbridge. Ich sage, ich bin so tot. Sind wir bis zur Golden Gate Bridge gefahren, wieder tausende Fotos gemacht, gemodelt, alles. Gemodelt. Nachher sind wir noch zu einem Strand runtergelaufen. Ja, Das war cool gewesen. voll. Haben wir Mr. Krabs gefunden. Stimmt. Wir sind einfach nochmal zur Golden Gate Bridge so mit den Velos halt schön an der Promenade können vorbeifahren, entlangfahren. Voll. Richtig sportlicher Tag gewesen auch. Ja, wir sind richtig, ich bin da gewesen an dem Tag. Allgemein jeden Tag, wir haben immer 20'000 Schritte gehabt pro Tag. Ja. Mindestens. Ja, und dann sind wir noch am Abend in Chinatown etwas gegessen, aber es war okay gewesen. Ist okay gewesen. Voll. Ja, und dann sind wir schon Nächsten Tag 3 Uhr morgen. 3 Uhr morgen. Tagbach. 3 Uhr morgen? Ja. Sind wir um 3 los? Nein, aber wir sind aufgestanden. Stimmt. Stimmt, wir müssen am Flughafen wieder. Und, Aha. Je. Dann. Auto geholt. Ja, dann sind wir auf Vegas gefahren, Baby. Ja. Wie lange ist es? 10,5 Stunden? Ja, ich glaube, von San Francisco so. Insane. Deine Meinung zu Vegas? Ist cool, mal dort zu sein. Ja, ich glaube so. Ist halt voll ein Fiebertraum, was dort alles gesehen ist. Halt hure viel Gambling, auch mit so Clubs, Zeug, dies, das. Ja, Fake City. Ja, Aber es ist crazy. es ist crazy. Also ich würde dich empfehlen, mal für einen Tag, 2 dort anzugehen, damit man es gesehen hat. Länger würde ich jetzt aber, to be honest, auch nicht. Also für mich wäre es nicht länger, irgendeine Woche oder so. Ich bin halt so der Gambler. Also ich kann es auch noch mal anschauen. So. Ja. Also ich habe vor allem krass gefunden, die ganzen Casinos, wie die überdacht sind und connected sind. Ich meine, Das ist wirklich unser insane. Hotel hat nichts zu tun gehabt mit Bellagio und so. Es ist trotzdem verbunden gewesen, unterirdisch. Du konntest runterlaufen In die Lobby. und da hat es überall unterirdische Gänge gehabt, die alles miteinander verbunden haben. Überall Casinos, Slots, alles. Du bist literally wirklich 15 Minuten gelaufen, bis du mal draußen gewesen bist. Alles Casinos voll.
Vollgas. Das ist insane. Das ist schon krass. Ja, es ist halt einfach, da sind wir noch aufs Riesenrad, was haben wir alles gemacht? Wir sind aufs Riesenrad, sind den ganzen Strip abgelaufen, Bilder natürlich wieder gemacht. Wir haben, apropos Hotel, ich glaube, es war das krasseste Hotel, das wir hatten. Ja, mit Abstand. Wir haben Bellagio-Blick und Sphere-Blick gehabt. Vielleicht hat das jemand gesehen, die Story. Das ist schon... Sehr geil gewesen. Also wir sind richtig geflasht, wir sind ins Hotel reingekommen. 48. Stock. Wir sind reingekommen. Die Dinge sind unten gewesen, die Rollläden. Wir erstmal, wie bringen wir den Scheiß auf? Ja, wir haben da rumgedrückt am Tablet, nicht gegangen und dann irgendwie haben wir es angebracht. Und dann sind die aufgegangen, die Rollläden, und wir beide so, wow, das ist crazy. Ich habe halt schon mal so eine Art ähnliches Hotel gehabt in Dubai mit den Emirates Towers. Das ist wirklich etwa vom Einrichtungsniveau her etwa gleich. View habe ich auch eine coole gehabt in Dubai, aber halt nicht so eine coole wie es aufs Bellagio, also Bellagio Brunnen und so, das ist schon cool gewesen. Für mich war es das erste Mal, als ich in einem Hotel war und das hat schon geflasht. Das flasht schon rein. Ja. Stell dir vor, so wohnen. Jeden Tag aufwachen bei so einem View, das ist voll. Aber ich kann nicht. In dieser Stadt könnte ich nicht wohnen. Nein, das kannst du glaube auch gar nicht. Ich meine, ja. Ja, und dann, was haben wir noch? Wir sind in den Ausgang am Abend. Niklas, erzähl mal. Ausgang. Ich sage nur 2 Stunden all you can drink, mehr sage ich nicht. Hey, mir ist es gut gegangen. Ich hätte sogar den Weg ins Hotel zurücksagen. Ja, wir lassen uns dabei. Ja. Ich sage ja nichts. Ja. Alles gut. Auch wenn es alles unterirdisch wäre, kannst du dazu sagen. Naja, das war lustig mit dem Niklas. Voll. Ich habe 1 Wodka Lemon gehabt. Langweilig. Ich trinke halt nicht viel. Langweilig. Nee. Dann sind wir am nächsten Tag, aber das hat riesen noch nichts. Eigentlich habe ich auch schon gesagt, Ja, zu Vegas. voll. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wieder 3 Uhr morgen Tag wach. Wieder Auto holen, kein Ford Mustang wegen Alter. Das ist fatal. Wir haben Ford Mustang gemietet. Es ist alles gegangen über Booking. Kommen wir dort hin, ja, ihr seid jung, wir müssen 25 sein. Chillig, dass wir den Ford Mustang dürfen mieten, danke. Ja, dann haben wir so einen Zahlt für nichts. Chevy Malibu bekommen. Nein, er ist hier ausgerastet. Das war so crazy gewesen. Er hat nicht mehr können, er war so am Ragen gewesen. So wegen dem Auto, er war so pissed gewesen. Ich bin so abgefuckt, ich habe mich so gefreut auf das Auto. Ne? Und nachher haben wir das Auto nicht. Nachher mitten auf der Strecke kippt das scheiß Navi aus. Der nicht mal Radio und so hast gehabt. Wir haben die Musik aus dem iPhone-Lautsprecher haben wir abgelassen. Ich habe schon gewusst, irgendwo wie an und wo an. Wir haben einen riesen Trip gehabt. Wir sind durchs Valley of Fire sind wir gefahren, wo die roten Felsen sind. Nachher sind wir zum Sion-Nationalpark durch den durch. Aber dort ist es wieder gegangen. Ja, dort ist es wieder gegangen, aber trotzdem hast du kurz. Ja, so eine Raststätte haben wir uns gehalten. Voll. Wir sind zuerst noch in eine Air Force Basis hier gefahren. Das war aber schon auf dem Weg auf Vegas noch. Ja, doch. Nein, das war auch mit dem Ding. Nein, das war auf Vegas. Mal, Nein. kann ich dir zu 100% sagen. Ist das gewesen? Ja. Warte, hold up. Ich habe gesehen, wir sind gerade zwischen LA und Vegas gewesen. Wir sind... Aber das ist der, wo wir das räudige Chicken gegessen haben. Richtig. Ah, aber die Tankstelle hat ähnlich stimmt, ausgesehen. ja, ich kann es verwechseln. Es hat auch, das Chicken hat es dort auch voll, stimmt. Ja. Wer das heisst, Dave's irgendetwas Chicken? Boah, kein Plan. Auf jeden Fall, die Tankstelle Chicken in den USA ist räudig, ist jetzt nicht. Ja. Ist mit. Ja. Und dann sind wir weiter, aber Zion-Nationalpark, nachher sind wir bis auf Page hochgefahren, ist so ein riesiges Städtchen in Arizona, gerade an der Grenze zu Utah. Wegen Utah haben wir gefühlt immer gedacht, eine Stunde Zeitverschiebung. So, Navi hat gesagt, ja, wir kommen 17:30 an, sind wir dort angekommen, ja, 16:30. Hä? So. Ja. Okay. Dann sind wir als Horseshoe-Band Sonnenuntergang geschaut, ich war richtig gestresst. Ja. Weil ich musste das Bild haben. Mit Sonne noch drauf. Habe ich bekommen, alles gut. Aber hure viele Leute gewesen. Ich habe hure Schiss gehabt, dass es dort runtergeht. Ja. Es ist halt legit, du läufst da hin. So, über einen Bereich von 10-15 Meter hat es ein Gitter. Und sonst einfach nicht. Das ist einfach Schlucht, so 50 Meter oder wenn nicht sogar mehr. Voll. Wenn dort jemand runtergeht, ja, ciao. Ja, tschüss. Ja. Das ist so. Vor allem,
Du müsstest nur jemanden schöpfen oder so, oder dumm umkehren, jemand stürzt über jemand anderes und weg vom Fenster. Ja, weg vom Fenster. Nachher sind wir ins Birds House zu Nacht essen. Das ist so, glaube ich, der coolste, also das beste Fastfood, das wir hatten. Ja. Einfach Chicken. Ich glaube, das beste Chicken, das ich je gegessen habe. Fried Chicken. Ja. Ja. Hätte ich auch gesagt. Wir sind zweimal gegangen, gerade am nächsten Tag nochmal. Am nächsten Tag sind wir auf Grand Canyon, zum Grand Canyon gefahren. Zuerst ein Antelope Canyon, aber. Stimmt, das erzähl du. Zuerst sind wir in Antelope Canyon, wie gesagt, dann müssen wir eine Tour buchen. Die haben wir aber im Vorhinein schon gebucht gehabt. Und ihr kennt das sicher, oder ihr kennt die Bilder von dort sicher. Das ist so der Canyon, wo man sogar raufführt und die ganzen Steine sind rot. Und so rund. Ja, so abgerundet, so voll verkantet und du hast halt unten durch können laufen, hast Fotos können machen. Mega schön gewesen. Ich habe es wirklich fast schöner gefunden als der Grand Canyon. Schöner, definitiv. Schöner, ja. Definitiv. Eindrücklicher ist schon Grand Canyon, Ja, aber auf jeden schöner Fall, habe ich ja. Antelope Canyon gefunden. Allgemein eben, ich fand den coolsten Spot so von den USA habe ich nicht mal Grand Canyon gefunden, sondern schon so eben San Francisco dort oben. Oder beim Horseshoe Band. Ja. So Grand Canyon, ja. Der Grand Es ist Canyon ist halt- der Grand Canyon. Ja, der Ned Kaplinski kennt sich dort aus. Du fährst halt nochmal 2 Stunden von Page zum Grand Canyon und dann bist du halt dort und fährst halt eben wieder durch den Nationalpark. Du hast überall Aussichtsplattformen, wo du hinfahren kannst. Voll. Parkierst, schaust runter, wow, so schön. Dann fährst du wieder weiter. Du könntest auch Touren machen, bis ganz Ja, runter Grand klar. Canyon, aber das haben wir halt nicht gemacht. So, wahrscheinlich wäre es dann auch nochmal cooler Auf gewesen. jeden Fall, ja. Aber wir haben einfach wieder dort oben mal stehen und mal runterschauen. Aber eindrücklich ist das auf jeden Fall definitiv. Das- Voll. Du hast einfach so in die Weite geschaut und hast nur Canyon gesehen. Wirklich nichts mehr anderes. Wirklich nur Canyon. Und dann hast du gedacht, boah, du schaust jetzt auf den Boden vom Canyon und dann schaust du ein bisschen weiter rüber, da ist nochmal eine Schlucht, wo nochmal weiter Das ist ein runter geht. Canyon quasi. Ja, gewesen. wirklich. So. Voll. Genau. Ja, und dann sind wir wieder zurück auf Page, letzte Nacht. Und dann sind wir auf Los Angeles gefahren. Auch nochmal eine lange Fahrt gewesen. Das sind 12 Stunden auch wieder gewesen. Ja. Mit Essen und Anhalten und alles. Und Wir dann haben so sind- viele Kilometer gemacht hier an einem Tag. Ja, Insane. ich glaube insgesamt 3'500. Das kann sein, ja. Umgerechnet halt von Meilen auf Kilometer Ja. 3'500. Ja, dort sind wir am Abend noch einchecken, also das Hotel einchecken nochmal. An dem Abend haben wir, oder an dem Tag haben wir gefühlt gar nichts gemacht. Pizza essen sind wir noch. Und Das dann war schon ein cooles Rest gewesen. voll Pizza essen sind wir und dann pennen. Und dann haben wir eigentlich am nächsten Tag wollen Genau, Disneyland. richtig. Kommen wir zu Letzter dem. Tag. Letzten Tag haben wir ins Disneyland. Niklas am Fahren. Heisst, Rico, schau mal die Preise an wegen Disneyland. Ich so, okay. Alright, gehen wir schauen. Auf die offizielle Seite gegangen. Ich wähle so den Tag aus. Wichtig ist noch zu sagen, das Disneyland besteht eigentlich aus 2 Parks. Übler Scheiß, wirklich übler Scheiß. Disneyland und Disney World, gell? Irgendwie so, ja. Im einen Park, im originalen Disneyland, heisst glaube ich, hoffe ich sage es jetzt richtig, dort ist von der Themenbereich halt, ich sage das Highlight ist Star Wars, die ganze Star Wars World und so. Hat mich halt mega gefreut, dort anzugehen. Mich nicht so. Problem ist, ja fair, das Problem ist, es gibt noch einen anderen Park, eben den Disney World Park und dort ist Cars. Oh ja. Und das wäre auch geil gewesen, da hätte ich mich auch mega gefreut. Nur, die Sache ist jetzt so, meine lieben Freunde, Erzähl. du musst also wenn du einen Einzeleintritt willst, musst du auswählen, welchen Park du willst anschauen. Heisst, du kannst nicht mit einem Einzeleintritt oder halt Personeneintritt kannst nicht in beide Parks. Heisst, du musst halt dort 2 Eintritte kaufen, damit du in beide Parks kannst. Was schon mal übel räudig ist. Und dann kostet so ein Einzeleintritt, es ist aufgeteilt in Kategorien, je nach Nachfrage an dem Tag. Kategorie 1 ist halt am billigsten und dann gibt es Kategorie 6 oder 5. 5 ist glaube ich das höchste. Wo am teuersten ist, je nach Nachfrage halt. Wir haben es halt natürlich nicht vorher abgecheckt, das ist vielleicht auch unser Fehler. Aber dann gehe ich so schauen. 200 Stutz für ein Ticket. Eintritt, Einzeleintritt für einen Park, 200 Stutz. Pro Person. Pro Person. Dann haben wir gesagt, nee. Und für, Das ist Abschminken. ja, und für beide Parks hat es glaube ich 280 gekostet sogar. Pro Person.
pro Person. Und das ohne Essen, ohne Parking, ohne sonst irgendetwas. Ja. Crazy. Ja, wir sind chillen, wir gehen einfach wenn ins Beach schauen. Ja. Wir haben noch eine coole CD bekommen von so einem Street-Rapper. Wir haben in einem Hotelzimmer liegen lassen. Ah. Und eigentlich will ein Unboxing machen und die Musik durchhören hier im Podcast, so just for fun. Habe ich abgezogen gefühlt. Egal. Wir sind gescampt worden. Egal, da sind wir noch fett Nudeln essen dort. Ja, cool Die gewesen. sind cool gewesen. Und dann sind wir schnell ins Hotel. Mhm. Nein, wir sind noch In-and-out. In-and-out, mein Foto machen am Flughafen dort. Es gibt ja gerade In-and-out beim LAX Flughafen. 747 ist gelandet und A380. Ich bin happy gewesen. Bin happy. Bin happy. Dann sind wir ins Hotel. Dann sind wir noch in die Shopping Mall. Mhm. Nein, wir sind zuerst in die Shopping Mall und dann ins Hotel, oder? Ja. Voll. Und dann sind wir nochmal, nach dem Hotel sind wir nachher nochmal in die Shopping Mall. Letztes Mal USA Burger Tasting. Shake, shake. So gut. Und dann ja, sind wir heimgeflogen. Yes. War fataler Rückflug gewesen. Ja. Oder nicht fataler Flug, aber fatale Reise im Allgemeinen. Ja, du. Wir hatten eigentlich alles gut geplant gehabt. Problem war, der Flug hat Verspätung gehabt. Oder hat nicht können abfliegen, weil es ein Unwetter über Vegas gegeben hat. Und es war genau die Route gewesen. Dann mussten wir umplanen, umstrukturieren, dies, das. Und hat sich das alles um gute 2 Stunden verzögert. Nicht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, wir hätten um 20 vor 4 sollen abfliegen und sind am 6 abgeflogen. Und ja, dann, dadurch haben wir unseren Anschlussflug in London verpasst. Was dazu geführt hat, wo wir in der Schweiz sind, dass unsere Koffer noch nicht da sind. Ja, die sind dort in Heathrow nicht so ganz klar gekommen mit unseren Koffern. Nee. Egal. Mittlerweile haben wir es. Genau. Ich war in dem Moment schüch abgefuckt gewesen, aber... Ich nicht. Ich habe mir so gedacht, ich hoffe zum Glück nicht beim Hinflug passiert. Ja, schon, aber ich bin halt übermüdet gewesen. Ich hatte sogar angeschissen. Mann. Ja, du. Weniger Gepäck zum Heimtragen. Das war ja Heilieferung da. Ja. Du hast Ja. auch Heilieferung bekommen. Mhm, danke. Bitte. Ja. Das passt. Ja, das war eigentlich USA. Das war USA gewesen. Kurz So, und knapp. jetzt für dich Frage. Also, Frage. Top 3 Burger. Oder Top 3 Fast Food allgemein. Top 3 Fast Food. Ja. Platz 1 Birdhouse. Ja. Platz 1 Birdhouse. Ja. Ja. Platz 2. Ja. Jetzt wird es schwierig. Vor allem Birdhouse, Preis-Leistung auch richtig gut. Oh ja. Du hast, ich glaube, für 3 Chicken Tenders, die halt wirklich, das sind so Oschis gewesen, gefühlt. Und Fries und alles, hast du, glaube ich, Mal 3, es ist gestanden 3, aber du hast mehr bekommen. 4 bekommen oder so. 5. Und ich habe 4 gehabt, wenn ich es bestellt habe, ja. Und Soße halt, und das für 15 Stutz mit Getränk, allem drum und Du dran. und Soße. Dort habe ich nicht probiert, bin ich ehrlich. Aber Raising Cane's und die anderen Sachen habe ich auch probiert. Fatal. Ey. Das war gut gewesen im Ding. Die Soße Ja, war crazy gewesen. fair. Ich habe Soße nicht gerne haben. Ey, ich habe ja Soße gerne, ich esse einfach nicht so viel. Ich habe ja Raising Cane's, Chick-fil-A, ist alles gut. probiert. Ja, probieren. Calma. Mhm. Also, Ja. Das ist Platz 1. Platz 1, genau. Platz 2. Jetzt wird es tough. Nur Fast Food oder allgemein essen? Fast Food. Fast Food. Also gefühlt alles, was wir da gegessen haben. Ja, nein, wir sind auch in geile Restis. Zum Beispiel das Nudelresti Ja, ja. in Vegas zum Beispiel. Das war geil gewesen. Oh ja. Das war geil gewesen. Boah, die haben Wasserdruck gehabt, ey, Schlauch. Stimmt. Wasser Vielleicht noch schnell zurück. So geil. Zurück zu Vegas, wir sind dort essen. In so einem Resti auch in einem Hotel. Und dann ich so den ganzen Tag gesagt, ich habe so Durst. Das geht Verdurst in dieser Stadt. Verdursten. Dann habe ich so, alles gut, nicht alles gut. Ich komme dort hin, der Brei, wirklich, ich komme das Glas über. Allgemein in Amerika ist es so, da wird das Wasser immer aufgefüllt. Nicht immer, aber dort schon. Auch am Flughafen aber. Ja, am Die Flug, anderen ja. Restis Aber auch. das sage ich nicht immer, aber öfters. Ja, Ja, ja. ja. Also wenn du mal Wasser bestellst, das erste, was auf den Tisch kommt, schon Wasser eingeschenkt. Ich so, boah, Segen. Und du hast halt wirklich gefühlt 2 Schlücke genommen, der Brei ist gerade wieder gekommen, voll aufgefüllt. Und ich so, wie in 2 Minuten. Ich habe auch nicht witzig, aber es sind safe 10 Gläser, die ich Ja, dort ja. runtergelegt habe. 100%. Ich bin so durstig gewesen. Voll. Eigentlich hure OP, wenn du nur Wasser trinkst, musst du einfach nichts fürs Trinken zahlen. Ja.
Voll okay. Das hast du ja gemacht. Ich habe dort einen guten Alkohol rausgesucht. Negroni. Ja. Wow. Wow. Oh. Ja, da habe ich gerade doppelt so viel Wasser müssen trinken. Egal. Nein, zurück zum Fastfood. Ich würde sagen, Platz 2 ist Shake Shack. Burger dort war gut gewesen. Und Platz 3 ist Raising Cane's. Okay. Ist voll im Hype. Auch gerechtfertigt, ist wirklich fein gewesen. Auch die Soße, muss ich sagen, ist halt wie so eine Cocktailsoße in Art, einfach ein bisschen würziger in dem Sinn, aber sehr, sehr lecker. Das Brot vor allem ist der geil, das wir dazu bekommen. Ich habe das mega geil gefunden. Das ist cool, ja. Ist voll. Das sind meine Top 3. So, Burgermeister. Also jetzt Fastfood oder allgemein Burger? Jetzt hast du Fastfood aus und nachher Burgerliste. Okay. Birdhouse, gehe ich auch mit, Platz 1. Ja, danke Enio für den, schau das gerade nicht raus. Also Enio in Unterstift, 3x unter. Was hat er gut gemacht, hat er gut empfohlen. Ist auch da schon mal der gewesen. Ja, ich kann da nichts dazu fügen, Rico hat alles gesagt. Platz 2, sage ich auch, Shake Shack. Top Burger. Also allgemein so das Gesamtpaket habe ich cool gefunden dort. Voll. Platz 3, Raising Cane's, nein. Krusty Burger. Nein. Krusty Burger Universal Studios, nein. Da. Pizzerei. Ist gut. Lassen wir's. Ist tatsächlich In-N-Out gewesen. So, Hast du Shake Shack vor In-N-Out? ja, weil okay. Das Gesamtpaket gefällt, hat mir mehr gefallen. Also das Moderne hat mir mehr gefallen quasi. Und aber der Burger ist auch wirklich feiner gewesen. Also In-N-Out ist cool gewesen, vor allem auch mit der Hidden Card, die du gehabt hast. Es hat halt so ein Hidden Card, so ein Hidden Menu. Es ist eigentlich so, du kommst rein und hast halt so eine Karte, so gefühlt 5 Hamburger-Sorten, keine Ahnung, Cheeseburger, Double Cheeseburger und so Scheiß. Da hast dann noch so Getränke und so Fries und alles gehabt. Mehr nicht. Aber es hat halt so eine Hidden Menu-Karte gegeben, wo du halt hast einen Burger auswählen und dann hast du sagen, ja, aber der in Animal Style. Animal Style ist jetzt einfach mit so spezielle Soße gewesen und mit Gurke und so. Und da habe ich immer genommen, der war cool gewesen. Es hat einen Protein-Style-Burger gegeben, wo einfach Salatsauce war. Salat-Patty war. Einfach kein Buns. Ja, Buns, ja voll. Wo einfach das Brot eigentlich Das ist mein Endgegner. Salat war. Oder wer mein Endgegner? Nein, das wäre ein perfekter Burger für dich. Nein, hör mal auf. Hättest du den essen? Nein. Das war gut gewesen. Wir sagen Nein zu Salat. Ach du Scheiße. Das müssen wir auch klippen. Du musst das sehr viele Kollegen machen. Bro, ich habe gerade so eine lustige Content-Idee. Also für mich ist es nicht lustig, aber für die anderen Leute wahrscheinlich schon. Ja. Rico ist Gemüse. Ja. Ja. Definitiv. Ja, das ist meine Top 3. Geil. Kommen wir zu meiner Burgerliste. Ich habe ja eine Burgerliste gemacht. Ja. Mal schnell schauen. Der Niklas ist ein Listentyp. Ich bin ein Listentyp. Ich habe für alles eine Liste. Ich habe eine Döner-Bestliste. Das muss ich schnell suchen. Burgers in US und A. Also, Shake Shack 9 von 10. Super gewesen. Chick-fil-A ist Chicken. Heißt Chicken Burger 6,5 von 10. Ich habe den nicht so krass gefunden. Okay. Aber das Chicken wäre wahrscheinlich besser gewesen dort. Ja. Also, ja. Dann der Tesla Diner Burger 7 von 10. Das war voll okay gewesen. Hard Rock Café Hollywood ist wertiger gewesen, 7,5 von 10. Der Krusty Burger. Das Universal Studios. Auch 6,5 von 10. Ja, ist okay gewesen. Also, es war okay Burger gewesen, aber nicht für den Preis, so checkst. Ja. Dann In-N-Out 9 von 10. In-N-Out Lettuce Burger. Lettuce. Das sagt man das nicht so. Nein. Wie denn? Lettuce. Wieso sagst du denn immer Lettuce in den USA? Weil du Lettuce gesagt hast, erst mal mich Shake hast du mich gefragt, was ist Lettuce? Und dann hast du das immer so gesagt, als wär's normal, weißt du? Ja, das heißt Lettuce. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Die hast du nicht gesagt. Nein, ist nicht. Doch. 6,5 von 10. Ich schwöre, ich habe es nicht gesagt. Dann in der San Francisco der Melt, 9 von 10. Das war gut gewesen. Der Melt. Ja, das war spontan gewesen. Dann der Crudewood Bison Burger. 7,5 von 10. Danke, Enio. Und dann Nicht.
Und dann Lettuce. Ich sag jetzt extra Lettuce. Birdhouse Chicken Burger habe ich auch noch gehabt. Opa. Der war super, 9 von 10. Also, das war so meine USA-Burgerliste. Krass. We like. We like. We like. So, jetzt erklären wir das Wort tough. Tough. Ich weiß nicht, von was kommt. Wie oft haben wir das Wort gesagt? Es hat ein Video gegeben, wo er zu mir sagt, weißt du, das Wort... Es gibt Sie am Warten für die Mario-Bahn. Warte, ich muss jetzt das schnell suchen da. Das ist Weißt du, was für ein Wort ist tough? Ich kann auf meinem Privat... Auf Just Kill. Natürlich. Ah nein, jetzt hast du geleakt. Egal. Ich tue eh nicht alle an. Ja. USA. Jetzt habe ich ganz durchskippen. Die Privatstory war tot gewesen. Wo ist es? Da. Ist ja tough. Was? Ich stimme dem Typ zu. Der Typ denkt, er ist der Witzball Nummer 1 in Hollywood. Da bin ich. Ja. Ah, was auch noch war, ist, überall haben sie mir... Sie fragen ja immer nach deinem Namen. Überall haben sie Nicholas draufgeschrieben, weißt du, mit CH und Hallo OLAS. Nicholas. No. Nein. Weißt du, wo wir einen halben Tag auf Englisch geredet haben miteinander? Ganz am Anfang. Ja. Na, hör auf. Alles in einem USA-Reise. Ey, geil. Sehr geil gewesen. Voll. Ich werde jetzt sicher wieder mal hingehen. Wahrscheinlich nicht gerade wieder auf LA, aber es gibt ja noch viele andere Orte. New York, Miami, Chicago. Sehr nice. Ja, würde ich auch sagen. USA ist schon... Ja. Ich will wieder zurückgehen. Ich Auf will jeden Fall. definitiv nochmal gehen. Auch die gleiche Route vielleicht nicht, aber so vielleicht mal eine Woche San Francisco. Voll. Voll. Ja, Ja, gut. Hätten wir das? kennen wir das? Wie lange nehmen wir auf? 1 Stunde 12. Passt, glaube ich, oder? Ja, ist sehr Comeback-Folge. lange Folge. Also, wir hoffen natürlich, euch hat dieses Comeback gefallen. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Nein. Eine Stunde und ein Viertel ist easy. Gut. Also, ja. Das ist mal wieder eine längere Folge. Ja, ist wieder eine längere Folge, ist ja cool. Ja, nein, wir sehen uns in dem Fall in 2 Wochen wieder. Wenn es wieder heisst, Niklas ohne Jetlag. Niklas ohne Jetlag. Genau, in diesem Sinne, wir wünschen euch gute Zeit, macht's gut, viel Spaß beim Hören. Danke. Danke, dass ihr es gehört habt. Voll. Und Bitte. we'll see you. Bye bye. Tschüssi. Ich bin so tot. Ich mag nicht mehr.